tätig. Also ich nicht, aber ich habe immer mit dieser Gastronomie zu tun. Da kommen Tausende von verschiedenen Leuten. Immer wieder, das, was ich eben erzählt habe, auf einmal geschieden. Warum? Ach, sie sind doch immer zusammengekommen. Frag mal meine Mutter. Glaub es mir, der ganze Vortrag, den ich heute mache, wenn du meine Mutter fragst, die ist nicht Muslim, die wird dir sagen, das stimmt. Die sagt, da kommen Leute, die sind verheiratet, immer glückliches Ehepaar, auf einmal geschieden, auseinander. Ja, warum denn? Ja, das ist doch die Wahrheit, was sie da kennengelernt. Bei meiner Mutter arbeitet eine Frau, ja, und der Mann ist fremdgegangen. Und da hat meine Mutter ihr das erzählt, was ich erzähle. Ja, Mutter, nachher inshallah. Jazakallah khairan. Ja, und dann hat die dir das erzählt, was ich hätte zusammen. Und die sagt, genau das ist der Grund. Genau das ist der Grund. Wie der Prophet sagt, wenn zwei Leute in Chalwa zum Beispiel alleine sind, ist der Satan der Dritte. Wenn der Satan der Dritte ist, dann gucken wir, wie es weitergeht. Wir haben uns unter Kontrolle, das kennen wir schon. Gut. Weiter. Dann siehst du zum Beispiel, bei vielen schönen Frauen ist es so, dass die keine Kinder kriegen wollen. Warum? Weil sie haben ihren Job. Ja, mit der Arbeit könnte man Probleme kriegen. Man ist auch, in Deutschland ist ja immer noch Diskriminierung für die Frau eigentlich am Arbeitsplatz, weil der sagt von vornherein der Chef, Frau stellen wir nicht so gerne ein, weil die könnte ja schwanger werden, da muss ich das ganze Geld bezahlen. Aber die sagt sich dann, ja, will ich lieber keine Kinder haben, sonst lässt meine Figur nach. Ich will lieber schön sein. Was ist das? Wieder ein gesellschaftliches Problem. Dann, Busen, die wollen die Kinder nicht stillen. Ist oft, ich sage jetzt nicht jede schöne Frau, wie gesagt, wir differenzieren. Aber es ist oft der Fall, dass dieser Schönheitswahn durch diese Mode und so weiter fabriziert wurde, dass der zu sowas führt. Die Frau will das Kind nicht stillen. Jeder Mensch weiß, die Muttermilch ist das Beste für das Kind. Jeder weiß das. Wissenschaftlich bewiesen. Also ich sage, nee, ich gebe dir keine Muttermilch, weil das könnte meinem Busen Schaden erlangen. Ich will lieber, dass meine Figur knackig bleibt. Ja, wo sind wir angekommen, Ach? Wo sind wir angekommen? Das heißt, die eigene Schönheit, für die du noch 10 Jahre hast, danach geht es sowieso steil bergab, die ist dir wichtiger als das Wohl des Kindes. Die ist dir wichtiger als eine Familie zu haben, ist dir die eigene Schönheit. So weit ist es gekommen. Das wäre natürlich nicht der Fall, wenn durch die islamische Mode die Frau nicht auf ihr Äußeres reduziert wird, sondern der Partner des Mannes ist. Was sagt Allah über die Frau im Koran? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Sie sind ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Das dazu. Jetzt haben wir die Frau, die nicht so schön ist. Ne? Die haben wir ja auch. Weil jeder redet immer. Ich habe das zum Beispiel einmal früher, ich glaube, da war ich noch nicht Muslim gewesen, genau. Da habe ich mich auch schon für Islam interessiert. Da habe ich dann so eine Talkshow geguckt und da kam dann so eine ganz aufgetakelte rein mit einem Niqab, ja. Die kommen ja immer mit dieser Musik rein, die kam dann mit so arabischer Musik rein und dann kam sie mit Niqab rein, hat sie den Niqab so ausgezogen und dann, bevor sie sich hinsetzt, soll sie erzählen, also, wäre es nicht schade, wenn ich mich so kleiden würde? Oh. Da habe ich nur, also, wäre das nicht schade, wenn ich mich mit Niqab kleiden würde? Mensch, da könntet ihr euch gar nicht an den Blick erfreuen, dass ich ja so super schön bin. Ja, du wirst irgendwann Depressionen haben. Und die Männer ergötzen sich an dir, die selber verheiratet sind. Ich fände es viel schöner, wenn du die Burka tragen würdest. Ihr nicht? Sagt ja. Okay, das wollen wir hören. Ja, so. Aber was ist der Punkt? Was ist der Punkt? Schöne Frau. Aber was ist mit der Frau, die nicht so schön ist? Was mit der? Wir sehen das in der Gesellschaft. Wird diskriminiert. Wird diskriminiert. Hier. Nicht meine Worte. Klaus Feldmann. Soziologie-Kontakt. Da der nackte Körper. Weil glaub es mir nicht, dass jetzt hier so guckt, diesen Hassprediger, das ist kein Hass. Ich sage nicht Hass, ich sage nur, dass das falsch ist. Dekadenz des Westens. Ja, ist doch so. Ja, tut mir leid, das ist doch Tatsache. Hier.
Da der nackte Körper in der Öffentlichkeit immer mehr gezeigt werden darf und immer mehr gezeigt wird und gleichzeitig erbarmungslose, besser hätte ich es nicht formulieren können, erbarmungslose Schönheitsnommierungen vor allem über die Medien verbreitet werden, ergibt sich eine Diskriminierung der von diesen Normen abweichenden Menschen. Die eine ist zu dick, die eine hat eine zu krumme Nase, die eine hat eine zu große Nase, einer hat zu dicke Augen, zu lange Stirn und so weiter und so fort. Ja, ist so. Ist so. Die eine läuft nicht gut, nicht aufgetakelt genug rum, ja? Diskriminierung. So, dann diese Diskriminierung führt zu Neid. Vielleicht ist jemand, der nicht so schön ist, neidisch auf die anderen Frauen. Das ist wieder ein Gesellschaftspunkt. Führt zu Depressionen. Ja? Führt zu, hier, Markenklamotten. Ja? Fängt schon im Kindergarten, fängt schon in der Grundschule an. Das wurden für Schuhe. Das heißt die Victory Schuhe. Hast du die Victory Jeans an? Ja, und so weiter. Gesellschaftlicher Hass. Dann was anderes. Was meint ihr eigentlich, warum es in Deutschland so viele Frauen gibt? Die Deutschen, so viele, ich habe nicht gesagt alle. Warum gibt es so viele Frauen, die an Magersucht und Bulimie leiden? Warum? Hier. Das, was in Soziologie Pompact steht. Diese Norm. Man muss schlank sein, man muss schön sein. Dieser Schönheitswahn. Aber das wäre nicht so, wenn im islamischen Sinne die Frau etwas wert ist, weil sie eine Mutter ist. Glaub mir, das ist das große Problem. Die Leute sagen, guck mal, bei euch im Islam ist die Frau nichts wert. Die Frau ist nur hinterm Herd. Die Frau ist nur, die sich um die Kinder kümmert. Nein, falsch. Bei dir ist die Frau nichts wert, die hinter dem Herd ist. Bei dir ist die Frau nichts wert, die in der Küche ist. Bei dir ist die Frau nichts wert, die sich um die Kinder kümmert. Aber bei uns ist diese Frau was wert. Du hast das aus der falschen Perspektive gesehen. Bei uns ist die Frau die beste Frau. Deswegen braucht ihr auch nicht auf Stelzen durch die Gegend zu latschen. Ist so. Weil glaubt mir, es gibt viele Befreiungsgruppen für die Befreiung der Frau. Die haben alle eine gute Absicht. Die wollen was Gutes für die Frau. Wollen die. Aber mit menschlichem Verständnis und westlichem Verständnis. Das, was du gut findest für die Frau, findet die eine Frau vielleicht gar nicht gut. Du willst die Frau befreien. Einmal kommt eine Frau zu meiner Frau auf der Straße. Oh, sie Arme, sie werden gezwungen. Meine Frau sagt, ich werde gar nicht gezwungen. Doch, sie werden gezwungen. Ja, überleg mal, wie bescheuert das ist. Hallo, das, was du gut findest, das, was dir gefällt, gefällt vielleicht dem anderen nicht. Ja, ist so. Der eine mag Spaghetti Bolognese, der andere mag Pizza Margherita. Ganz einfach. So ist das. Und die islamische Frau, die den Islam richtig verstanden hat, nicht hier, weiß ich nicht, Lala Akgün oder was weiß ich, ja, oder irgendwie, ja, die will als Muslimin leben. Die will den Islam leben. Die will das tun, was Allah will. Willst du sagen, nee, du willst das doch nicht. Aber genauso ist das. Genauso ist das in der heutigen Zeit. Die sagen, guck mal, die Frau im Islam ist nichts wert, weil die zu Hause ist. Bei uns gibt es gar nichts, was mehr wert ist als eine Frau. Guck mal, was der Prophet a.s. sagt. Welcher Mensch, wird er gefragt, ist es am meisten wert, dass ich ihm treu Gefolgschaft schuldig bin? Er sagt, Ummuk. Wird gefragt, wer dann? Ummuk, deine Mutter. Er sagt, dann wird er gefragt, wer dann? Ummuk, dreimal deine Mutter. Dann sagt er, wer dann? Sagt dein Vater. Das heißt, die Frau, die hat in der Gesellschaft als Mutter Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille und der Vater hat den 4. Platz. Schlau Vater. Ja, ist so. Aber das ist das Problem. Wenn wir aus dem Fenster gucken, sieht jeder was anderes. Der eine sieht die Garage, der andere sieht die Frau im Minirock vorbeilatschen und so weiter. Ist so. Jeder sieht was anderes. Deswegen, um den Islam zu beurteilen, um den Islam zu verstehen, müssen diese ganzen neunmal klugen Politiker müssen den Islam aus der islamischen Sicht sehen. Müssen die Rolle der Frau im Islam aus der Sicht einer muslimischen Frau sehen. Nicht aus der Sicht von, weiß ich nicht, wie heißt sie hier, die eine da, Wafa Sultan oder wie sie heißt, ja. Verstehst du? Ja, ist halt eine Frau, die mit Islam nichts zu tun hat. Ganz einfach.